Yeah, come on. So, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt mega schöne Weihnachten bis jetzt erlebt. Ich möchte auch alle begrüßen. Wir haben so viele Microchurches heute Morgen am Start. Wir haben jetzt für die jetzt in der Halle sind, unten und auch oben bei der wunderbaren Foyer besser gesagt, wir haben fast 1000 Leute, die irgendwo irgendwo auf der Welt sind und uns zuschauen heute Morgen. Das heißt, wir haben mehr Leute online als live in der Halle und das hat sich geändert wegen Corona. Und das Coole ist, egal wo du bist, in der Halle, im Foyer, G2, G1, G5, G7 oder auch G nach Hause, zu Hause bist, du hast so viele Optionen. Lass uns für das heute Gott einen Applaus geben, weil das Reich Gottes kann nicht gestoppt werden, was auch immer kommt. Unmöglich, unmöglich. So, ich habe bewusst ein Thema ausgesucht, wie wir Sorgen stoppen können, weil mir ist aufgefallen, ich spreche jetzt nur von mir. Ich finde, das war ein ganz krasses Jahr mit vielen Herausforderungen und es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, wie soll denn das funktionieren? Ich habe gemerkt, Sorgen klopfen immer an in unserem Leben, auch wenn wir neutrale Schweizer sind und sagen, da machen wir nicht mit. Und dennoch und trotzdem erlebst du plötzlich Momente, wo du merkst, Sorgen klopfen an, die wollen sich an dir kleben, wie so ein Äffchen. Und ich merke immer wieder, dass Gott hat uns versprochen in Matthäus Kapitel 1, Vers 23. Und das ist eigentlich der Weihnachtsbibeltext, wo es heißt, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und den nennt man Immanuel. Und Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Das bedeutet, in jeder Situation von deinem Leben ist Gott bei dir. Gott hat dich nicht einen Moment in deinem Leben verlassen. Er ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeiten. Weihnachten bedeutet, Gott ist mit uns. An Ostern, als Jesus am Kreuz starb, bedeutet, Jesus ist für uns, egal was du gemacht hast. Und Pfingsten bedeutet, dass Gott ist in uns. Pfingsten, Gott ist in uns. Ostern, Gott ist für uns. Und Weihnachten, Gott ist mit uns. Das ist eine coole Nachricht, come on. Ich weiß nicht, wenn man Weihnachten feiert, ist natürlich schon so, gell? Man erwartet ja das perfekte Weihnachtsfeier, oder? Und der Onkel Herbert, der jedes Jahr kommt, der ein bisschen mühsam ist, der reißt sich auch zusammen für 2 Stunden, oder? Und dann geht man nach Hause und merkt, das Familienproblem ist nicht gelöst, es ist nur kurz für 3 Stunden so gefreezed worden, aber es geht dann wieder weiter. Und wir haben viele Themen, man kann es kurz stoppen, aber sie sind auch immer da. Und darum sagt die Bibel in Philipper, Kapitel 4, Vers 10, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Simon, wie kann man das verstehen mit Gott und mit diesen Sorgenboxen? Ich glaube, viele Gebetsanliegen von uns, die drehen sich darum, dass wir Gott unsere Sorgen hingeben. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir ihn in unsere Situation hineinnehmen und sagen, was uns beschäftigt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als meine Frau und ich uns gedatet haben und sie hat mir zum ersten Mal von ihrer Herausforderung erzählt. Und ich habe mich so geehrt gefühlt, dass sie zu mir gekommen ist und gesagt hat, Simon, ich will deine Unterstützung und deine Hilfe. Und ich glaube, bei Gott ist es genau dasselbe. Er liebt es, wenn wir ihn in unsere Situation hineinnehmen. Das Problem ist nur, dass ich bei mir oft schon festgestellt habe, dass wenn ich Gott von meinen Sorgen erzähle, geht es mir nicht besser, sondern im Gegenteil, mir geht es noch schlechter und ich habe das Gefühl, ich stehe umso mehr unter Strom. Und ich habe mich gefragt, ja, warum ist denn das so? Sollte es nicht genau umgekehrt sein? Ich sollte mich besser fühlen? Doch dann habe ich begriffen, wir sind oftmals Weltmeister darin, aus einer Sorge die richtig aufzublasen. Wir machen aus einer Sorge viele Sorgen und überlegen und erzählen Gott in allen Details und möglichen Facetten, was passieren könnte und wie würde diese Person denken und diese Konsequenz und so weiter und so fort. Wo ist oben, unten, links, rechts? Wir kommen nicht mehr draus, weil wir uns so reinsteigern und am Ende denken wir sogar, dass unser allmächtige Gott gar keine Lösung mehr für uns bereithält, weil wir die Sorge so aufgeblasen haben. Und was passiert ist, Gott verschwindet völlig in unseren Sorgen. Ja, das ist crazy. Das geht mir ehrlich gesagt auch so, weil ich kann Gott das in allen Details erklären. Wie krass ist meine Sorge? Und Gott denkt, okay. Und plötzlich verschwindet Gott in deinen Sorgen. Und es gibt das Sedona-Prinzip, das braucht man in der Psychologie. Und man kann sich eigentlich 4 Fragen stellen und das Gefühl, dass deine Sorgen werden größer. Das sind 4 Fragen. Die erste Frage ist, kann ich diese Sorge akzeptieren? Ja oder nein? Zweitens, kann ich diese Sorgen auch loslassen? Also sind wir auch bereit loszulassen? Es gibt Menschen, die sind ohne Sorgen, ohne Probleme, haben die keine Identität.
Es gibt Menschen, die schwatzen immer davon, was für Herausforderungen sie haben, und denkst du, okay, das ist das Einzige, was die noch haben. Drittens, will ich diese Sorge überhaupt loslassen? Weil wenn man es loslässt, in die Hände Gottes, muss man auch das Resultat in die Hände Gottes übergeben. Viertens, was müsste passieren, dass ich diese Sorgenbox loslassen kann, Simon? Und wie macht man jetzt das ganz konkret, wenn man die Sorgenbox hier loslässt? Ich glaube, die Sorge größer machen als Gott, das ist einfach völlig die falsche Herangehensweise. Ich habe das Gefühl, wir müssen das von einer anderen Perspektive sehen, und zwar sind diese zwei Proportionen einfach verdreht. Also sag nicht deinen Sorgen, oder sag Gott nicht, wie groß das deine Sorgen sind, sondern genau umgekehrt. Sag deinen Sorgen, wie groß unser Gott ist. Es kann ja nicht sein, dass Gott in der Bibel, von dem wir in der Bibel lesen, zurückschreckt, wenn wir ihn von unseren Herausforderungen erzählen. Sogar ganz im Gegenteil, wenn ich in der Bibel lese, dann lese ich von einem Gott, der die Zeit des Universums anhalten kann, damit sein Volk rechtzeitig den Kampf beenden kann. Ich lese von einem Gott, der Manna vom Himmel regnen lässt, damit sein Volk nicht verhungert. Ich lese von einem Gott, der Tote wieder lebendig macht. Ein Gott, der all unsere Sünden ohne zu zögern auslöscht, vergisst und uns ein neues, weiches Herz gibt. Und dann kann ich ja nicht kommen und sagen, ja Gott, aber meine Sorgen sind zu groß. Sondern wir dürfen unseren Sorgen sagen, hey, wir glauben an einen Gott, der ist allmächtig. Also sag nicht deinen Problemen, oder sag deinen Problemen, wie groß das Gott ist, und nicht umgekehrt. Und das, was passiert ist, wir legen die Sorgen in die Hände von Gott. Und unsere Sorgen verschwinden völlig von der Bildfläche. Und das, was wir am Ende sehen, ist, dass Gott in unserem Leben wirkt. Come on, starkes Bild. Sonst denken die einen, okay, das ist alles klar, das ist alles schön, die Boxen macht alles Sinn, ich bin total einverstanden, ich mache da auch mit. Jetzt kommt das Aber, oder? Und es ist gut, dass du das Aber stellst, weil es gibt zwei Dinge, die man eben machen kann, um die Sorgen zu stoppen. Und darüber möchten wir noch sprechen. Wie kann man ganz konkret, das ist ganz praktisch, Sorgen stoppen? Ich möchte beginnen mit 1. Moses 1, Vers 2 bis 3. Ganz am Anfang der Bibel gibt es einen absolut spektakulären Bibelvers. Und die Erde war wüst und leer. Und die Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach. Und Gott sprach. Und Gott sprach. Und Gott sprach. Es werde Licht. Bum, Schakala. Und es wurde Licht. Also, jetzt gibt es etwas ganz, ganz wichtig, das du wissen musst. Gott schuf Himmel und Erde in 6 Tagen und der Rest ist made in China. Das wissen wir, oder? Aber hast du schon mal theologisch überlegt, dass Gott seine Hände nur einmal bei der Schöpfung benutzte? Gott bückte sich, nahm Staub und formte mit seinen Händen den Menschen. Im Leibe deiner Mutter nahm Gott die Hände auch. Die Bibel sagt, im Leibe deiner Mutter hat die Hände Gottes dich geformt und der Bauchnabel ist so, boom, der Fingerabdruck Gottes in deinem Leben hier vom Bauch. Und alle anderen Dinge hat Gott die Hände in die Hosentaschen gesetzt und ging so arbeiten. Hey, Licht, pum, Licht. Hey, Nebel, pum, Nebel. Hey, Tiere, pum, Nebel. Also wenn du mit deinen Händen in Säcken an die Arbeitsstelle geht, sagt der Chef, du nimm mal deine Pfoten aus den Händen raus. Und Gott hat die Hände nicht einmal außer bei dir und mir benutzen müssen, weil was du aussprichst in deinem Haus, schreib das auf, was du aussagst über deinem Haus, entsteht gewaltiges Leben. Stefan, nimm uns mit in ein Beispiel, dass uns bewusst wird, ausgesprochene Worte kreiert ein Muster in deinem Leben. Ja, dieser Vers zeigt uns, was Gott macht, wenn er auf Chaos, auf Finsternis trifft. Und zwar spricht er ein Wort, nur ein Wort, und aus der Finsternis, aus der Dunkelheit wird Licht. Und dieses Phänomen, dass Worte eine solche Kraft haben, dass wir nur etwas aussprechen müssen und es passiert dann auch, das möchte ich euch an einer spannenden Illustration zeigen. Und zwar weiß ich nicht, wie dein Leben heute aussieht. Vielleicht fühlst du dich in so einem Chaos drin. Vielleicht fühlt sich dein Leben momentan so zerstreut an wie dieser Tisch hier.
Und die Frage ist, was kann ich machen, damit ich dieses Chaos in meinem Leben ordnen kann? Was kann ich da machen? Ich könnte ja positiv über meine Probleme denken. Also ich versuche es mal. Ja, Stefan, beruhig dich. Es wird gut kommen, es kommt alles gut, es ist schon immer gut gekommen. Morgen ist auch noch ein guter Tag. Beruhig dich und lass es einfach gehen. Aber siehst du, wenn ich meine Augen aufmache, dann ist mein Chaos, mein Problem, mein Leben ist immer noch so zerstreut. Oder ich könnte versuchen, mein Chaos, mein Problem mit meinen eigenen Händen zu sortieren. Also ich könnte zum Beispiel das ein bisschen da rauf tun, das da und das so. Es gibt einen schönen Smiley, aber wie du siehst, ist das Chaos immer noch da. Oder ich verstehe, dass Gott schon in die Schöpfungsgeschichte reingelegt hat, dass Worte eine krasse Kraft haben und ich nur ein einziges Wort aussprechen muss und es passiert dann auch. Und das möchte ich jetzt mit euch zusammen ausprobieren. Also ich spreche ein einziges Wort aus. Und wie du siehst, braucht es nur ein einziges Wort und das ganze Chaos, das vorher da lag, hat sich in einem schönen Bild wiedergefunden. Ein einziges Wort. Und mein Leben, das vorher zerstreut war, hat nun eine Ordnung. Und dieses Beispiel soll uns zeigen, dass Worte eine solche Kraft haben. Und wichtig ist zu wissen, das gilt im Guten wie auch im Schlechten. Das heißt, wenn ich schlechte Sachen ausspreche, wie, hey, du bist dumm, du bist untalentiert, du bist nicht schön, dann kreiert das eine solche Unordnung in meinem Leben. Aber wenn ich die guten Sachen ausspreche, wie du bist schön, du bist talentiert, du bist intelligent, dann wird es ein schönes Bild in deinem Leben kreieren und es wird Ordnung in dein Leben reinkommen. Come on. Hey, Worte haben krasse Macht und deshalb ist es so wichtig, dass wir genau darauf aufpassen und aufmerksam sind, was wir aussprechen. Weil was wir aussprechen, das wird dann auch geschehen. Vielen Dank, weil ich weiß, ihr habt das schon oft gehört, was du sagst, das wird werden, aber ich finde, diese Illustration macht uns bewusst, Worte kreiert ein Muster. Worte kreiert etwas ganz, ganz Neues in deinem Leben. In Johannes 1, Vers 1 bis 3 heißt es geschrieben, am Anfang war das Wort bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Gott sprach ein Wort und das Licht wurde ein Wort und die Tiere sind erschaffen worden. Und meine Frage ist an dich und mich, was sprichst du aus über deinem Leben? Was sind deine Worte, wenn du müde bist? Oh, ich bin müde. Oh, Corona. Oh, 1G. Oh, 5G. Oh, 7G. Oh, nein, nicht schon wieder. Achte mal, was du über deinem Leben aussprichst und das kreiert in der unsichtbaren Welt ein Muster. Das Wort, das hier gebraucht wird für das Wort, heißt übersetzt im Urtext Davar. Und Davar hat im Urtext eine vierfache Bedeutung. Das heißt, am Anfang war das Wort, ein Wort kann einfach ein Wort bedeuten, Punkt. Aber ein Wort kann auch ein Sinn sein. Oder ein Wort kann sein, es ist eine Kraft, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt zwischen Markt und Bein. Aber ein Wort, das du aussprichst, wird auch zu einer Tat. Wenn Jesus sagt zum Blinden und zum Lahmen, steh auf, dann wurde es auch eine Tat. Er stand auf und plötzlich ging er. Und ich möchte euch jetzt mit 2 Punkten erklären, wie macht man das. Erstens, sprich Gottes Wahrheit über deine Situation aus. Also wie sieht Gott deinen Challenge? Susanne, nimm uns mit in die Hirnforschung, weil wir wissen das von der Theologie, von der Bibel, haben wir 1000 Bibelvers gehört. Aber wenn man in die Hirnforschung geht, ist interessant, die sagen das Gleiche wie die Bibel, aber dann sagen Leute, ja, wenn das die sagen, ja, dann muss es ja stimmen. Ja, das stimmt. Das ist so kraftvoll, neben diesen eindrücklichen Bildern einfach noch die Hirnforschung dazu nehmen, die genau das Gleiche aussagt. Und zwar gibt es in unserem Hirn, im limbischen System, was für die Emotionen verantwortlich ist, die Amygdala.
zu Deutsch Mandelkern. Das ist ein Teil in unserem Hirn, das die Fähigkeit hat, Dinge aus unserem Umfeld aufzunehmen und zu interpretieren. Also Dinge wie Emotionen. Und das zum einen die guten Emotionen, wo wir dann Liebe verspüren, wo wir uns entspannen können, wo angenehme Gefühle entstehen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch so Gefühle wie Stress, die eben dann Angst auslösen, Ängstlichkeit, Furcht und so weiter. Und man hat jetzt Versuche gemacht, das funktioniert bei Tieren wie bei Menschen gleichermaßen. Und die Versuche waren folgende: Da ist eine Laborratte, die war leider noch nie draußen in der Wildnis. Und trotzdem, wenn sie einen Eulenschrei gehört hat sie mit dieser Amygdala aufgenommen und wusste sofort, das bedeutet Angst, ich muss fliehen. Jetzt kann man die Amygdala auch umschreiben. Das ist sehr spannend. Das hat bedeutet in den Tierversuchen, dass eine Maus plötzlich umbeschrieben wurde, die Amygdala, und sie hat es mit einem Löwen angelegt, weil sie keine Angst mehr hatte. Umgekehrt war da eine Katze, die hat so einen Katzenbuckel gemacht. Das ist das Zeichen von Furcht und Angst der Katze, und sie geht in Abwehr nur schon von einer Maus. Und ich habe mich gefragt, wie oft habe ich schon vor einer Mäusesituation einen Katzenbuckel gemacht? Wie oft hast du das vielleicht schon erlebt, dass du vor Dingen plötzlich Angst bekommen hast und eine Haltung von Ängstlichkeit gegenüber Dingen hast, die eigentlich lächerlich sind? Und wenn wir positive Worte aussprechen, wenn wir Wahrheiten aus der Bibel aussprechen, dann hat das Einfluss, das hat die Hirnforschung ebenso bestätigt, Einfluss auf unsere Gesundheit. Wir erholen uns schneller von einer Krankheit, von einem Herzinfarkt, von Asthma, das wird erleichtert, und Arthrose und so weiter und so fort. Und das sind krasse Dinge, die da in unserem Körper entstehen, ob wir jetzt positiv oder negative Dinge über unserem Leben aussprechen. Was mich beeindruckt hat, ist, dass man ja die Amygdala auf die eine Seite umschreiben kann, wo man eben ängstlich wird und Furcht hat, aber man kann sie auch auf die andere Seite umschreiben, dass man eben komplett das Verhältnis verliert zu den Dingen, vor denen man wirklich Respekt haben sollte. Und das will ja keiner von uns. Wir wollen nicht eine Katze sein, die sich vor einer Maus beugt, aber wir wollen auch nicht eine Maus sein, die sich mit einem Löwen anlegt und dann wirklich in Gefahr kommt. Und die Bibel, das Wort Gottes, hilft uns in unserem Leben, die Amygdala so zu beschreiben, wie es sich gehört, wie wir geschaffen worden sind. Du kannst biblische Wahrheiten nehmen. Das funktioniert genauso wie mit dieser Schallwelle von diesem Geigenstab. Ich habe es genau heute Morgen wieder erlebt. Man wacht auf, ich nehme einen Bibelvers, ich trinke den, und dann kommt der ganze Frust oder halt Dinge, die stressen und nerven, und man beginnt negativ zu sprechen. Und dann habe ich mich wieder dran festgehalten. Was habe ich genau gelesen heute Morgen? Dieser Bibelvers, und ich habe es nochmal ausgesprochen, was ich heute Morgen gelesen habe im Hesekiel 47, wo es heißt, aus dem Tempel kommt ein Fluss und der bringt Leben. Und ich habe das ausgesprochen und gemerkt, okay, es kommt wieder Ordnung rein. Das sind alles nur Peanuts, über was ich mich jetzt aufregen will, weil ich vielleicht gestern ein bisschen zu lange Weihnacht gefeiert habe. Und was bei mir funktioniert, funktioniert bei dir ebenso. Du kannst einen Bibelvers auswählen und am besten sage ich, am Morgen früh nimmst du den Tagesvers, was auch immer, und es wird dich ein Wort ansprechen und das wird dich begleiten, und das ist diese Schallwelle, die deine Amygdala hören muss, die dein ganzes Sein hören muss, weil es sind die Wahrheiten von Gott, die uns wieder so auf den Fokus bringen und ausgerichtet werden, dass Ordnung entsteht in unseren Gedanken. Komm, vielen Dank. Bleiben wir schon kurz stehen. Mega cool. Also lasst uns mal das ganz praktisch anschauen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir bringen euch einen Bibeltext, und wenn du den durchliest, ist interessant, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst oder Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit. Einen Bibeltext kann für jede Person was anderes bedeuten. Die andere sagt, oh ja, ich habe Angst. Corona macht mir mega Angst. Angst, dass ich meinen Job verliere, Angst, dass meine Firma... Und die einen sagen, ja, mir springt das Wort Angst an. Dann sagst du, Gott hat mir nicht einen Geist der Angst gegeben. Hier steht, nein, ich habe Kraft nicht von Red Bull, nicht vom 7-fachen Espresso, auch nicht von George Clooney, der den Espresso trinkt, sondern Gottes Geist. Er gibt mir Kraft. Und du sagst, Liebe, ja, ich brauche dringend Liebe für die, was auch immer. Oder auch Weisheit und Besonnenheit. Und dann merkst du nimmst einen Bibeltext und es für jede Person bedeutet er etwas anderes. Und du nimmst diese Stelle raus und proklamierst das über deine Situation, weil die Bibel sagt, die Worte Gottes kommen nicht mehr leer zurück. Bevor sich nicht das Wort Gottes erfüllen würde, auf den Punkt, auf das Komma, auf das Dot, vorher wird Himmel und Erde zergehen. Leute sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch, kann man nicht wörtlich nehmen. Die Bibel sagt, jedes Wort ist inspiriert vom Heiligen Geist und wird sich erfüllen. Und ich nehme dieses Wort, ja, lass uns als Gott einen Applaus geben. Danke, Susanne. Also, ich möchte das am Ende zusammenfassen. Wir wissen ja, Gott ist größer als unsere Sorgen, das ist uns klar. Es ist wichtig, dass du weißt, mit einem ausgesprochenen Wort generierst du ein Muster. Und jetzt ist wichtig, dass du überlegst, welchen Bibelvers spreche ich aus über meine Situation, über meine Familie, vielleicht über deine Gesundheit, über deine Finanzen, über dein Single-Leben. Und ich habe letztes Jahr, als Corona anfing, war ja die Welt in Panik und ich habe gemerkt, ja, die Panik geht an mir auch nicht vorbei. Und ich habe einen Bibelvers über meinem Leben jeden Tag zitiert, ob Maske, mit Maske, zwischen Maske, unter Maske. Ich habe immer gesagt, die Freude am Herrn, Leo, ist deine Stärke. Nicht die Freude am Maske ist deine Stärke, weil das würde mein schönes Gesicht verdecken. Ich habe das jeden Tag ausgesprochen. Leo, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ob ich reisen kann oder nicht, nee, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das habe ich letztes Jahr immer ausgesprochen, weil ich wusste, Corona ist vorbei. Haben wir alle gedacht. Dieses Jahr, weißt du, was mein Bibeltext war? Die Pforten der Hölle kann das Reich Gottes nicht stoppen. Scheißegal, welches Geh. Gläubig, getauft und geliebt, da bin ich auch dabei, egal welches geht. Die Pforten der Hölle kann das Reich Gottes nicht stoppen. Und egal welche Regulation kam, ich habe ihm gesagt, das spielt keine Rolle, weil das Reich von Gott kann nicht gestoppt werden, weil Gott ist Gott und Corona ist nicht Gott, weil Gott ist Gott und Corona ist nicht Gott. Das habe ich ausgesprochen und du schaust mich so an und denkst, und das ist passiert, uns ICF Church, wir sind explodiert. Aha, online ist auch laut, ihr hört euch klatschen. Nee, ich möchte euch sagen, überleg dir, welchen Bibeltext sprichst du aus über deine Situation. Und die Bibel hat noch immer einen Power, Dinge zu verändern. Ich möchte euch die Kraft der Worte in einer Geschichte erklären, es ist eine wahre Geschichte. Und du wirst auch merken, alle Weihnachtslieder, die man singt, Stille Nacht oder O du Fröhliche, waren fast immer Stories, wo Menschen eine Tragödie erlebt haben. Und sie haben ihre Geschichte umgeschrieben, dass Gott dennoch und trotzdem und immer gut ist. Sie haben der Sorgen nicht die Kraft gegeben. Hier ist eine wahre Geschichte. Mr. Spafford ist in Chicago gewesen, 1873. Ein reicher Geschäftsmann, ein Architekt und hat in viele Immobilien investiert in Chicago. Und hatte eine wunderbare Frau. Und eines Tages, 1873, ist ein Feuer ausgebrochen in den Immobilien, wo sie investiert haben. Praktisch alles ist abgebrannt. In der tiefsten Not sagte er, wir haben einen guten Freund, der Moody. Der ist ein Erweckungsprediger, er ist in England. Jetzt, wo wir alles verloren haben, lasst uns dahin fahren mit dem Schiff und ihm helfen in der Evangelisation. Sie haben 4 Kinder, Annie ist 11, Maggie ist 9 und Bessie ist 5 und Danette ist 2 Jahre alt. Und er hat seine Frau und die Kinder vorausgeschickt und gesagt, fährt voraus,
Ich muss noch ein paar Dinge lösen und dann komme ich auch an die Revival Nights von Moody. Und als dann diese Familie mit dem Schiff losfuhr, Richtung England, ist was geschehen, was niemand dachte. 2 Boote sind vom Atlantik ineinander gefahren. Und das Boot von Staffords Familie ging unter. Und in einem Schlag sind alle 4 Kinder ertrunken. Als dann die Frau in England ankam, hat sie ihrem Mann ein Telegramm geschickt. Und das ist das Original-Telegramm. Und da gibt es ein kleines Wort, saved alone. Und die Frau schrieb, Daddy, Lover, ich bin noch die Einzige, die es überlebt hat. Alle deine Kinder sind ertrunken. Das sind Sorgen, das sind Challenges. Und er nahm das nächste Boot, fuhr Richtung England. Und als er an die Stelle kam, sagt man, wo das Boot kollidiert hatte und er seine 4 Kinder verloren hatte, hatte so einen Inspiration-Moment gehabt. Er nahm sein Tagebuch und schrieb das Lied It is well with my soul. Er sagte, meiner Seele geht's gut. Und dieses Lied haben wir gesungen so in über 100 Jahren in den Churches. It is well, it is well. Wir denken, oh wow, ich liebe das Lied, cooles Lied. Aber dieses Lied ist entstanden in einer Tragödie. Und er hat einfach seiner Seele einen Anker gegeben. It is well with my soul, weil ich weiß, ich werde meine Kinder im Himmel wiedersehen. Sie sind mir vorausgegangen. Und es ist ganz, ganz praktisch. Du kannst und du musst, ich muss, wir sind alle im gleichen Boot. In einer Sorgenmoment, und es kann bedrohend sein, deiner Seele einen Anker geben. Und das machst du, indem du Gottes Wort, Bibeltexte aussagst über deine Lebenssituation. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul.
möchte heute mit uns zusammen ein Gebet beten. Ich finde diese Geschichte so gewaltig, so beeindruckend. Ich meine, es ist ja einfach gesagt, it is well with my soul. Es ist ja einfach zu sagen, es geht meiner Seele gut. Aber der Mann hat gelernt, in der größten Krise, kann man sich gar nicht vorstellen, seiner Seele einen Anker zu setzen. Nicht zu sagen, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, wenn all meine Kinder weg sind. Er hat nicht die Sorgen größer gemacht, sondern hat seine Sorgen in einem Gebet einfach in Gott verschwinden lassen. Und ich möchte dich jetzt ganz kurz einladen, Microchurch und auch online und auch live, ganz kurz die Augen zu schließen. Und ich möchte mit uns zusammen ein Gebet beten, dass wir unsere Sorgen in die Hände Gottes legen, nicht zum ersten Mal. Und da möchte ich auch Gott bitten, dass er dir einen Bibelvers gibt, den du über deinem Leben als ein Muster aussprechen wirst. Und ich danke dir, lieber Gott im Himmel, dass du hast deinen Sohn Immanuel, Jesus, auf die Welt geschickt. Er ist mit uns. Und er ist ein starker Gott, ein ewiger Frieden. Und ich lege jetzt alle meine Herausforderungen, meine Challenges in deine Hände. Du bist ein allmächtiger, ein allwissender und ein allgegenwärtiger Gott. Es gibt keinen Challenge, der größer ist als deinen Namen. Und es legt ganz konkret deine Sorgen, deine Not, deine Herausforderung jetzt bewusst in diese Hände Gottes. Jetzt möchte ich Gott bitten, dass er dir einen Bibelvers zeigt, den du aussprechen kannst über deine Situation. Lass uns für einen Moment einfach ruhig sein. Ich glaube, dass Gott spricht, es kann ein Taufvers sein, eine Widmung sein, wo jemand einen Bibeltext dir mitgegeben hat. Aber ich möchte bitten, dass du, Geist Gottes, prophetisch uns einen Bibeltext auf den Weg gibst, der nicht vergeht, der lebensspendend ist, der gewaltig bewegt. Steph hat aufgeschrieben, meiner Seele geht's gut. It is well with my soul. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Es sind nicht die Umstände. Es ist noch immer, Gott ist meine Quelle der Freude. Und die Pforten der Hölle können das Reich Gottes nicht stoppen. Und man spricht das aus. Man kreiert aus dem Chaos gewaltiges Leben. Und ich bete, dass die Hand Gottes dein Leben umgibt von allen wunderbaren Seiten. Amen. Ich lade euch auf, aufzustehen, auch die Microchurches, und schreibt diesen Bibeltext auf. Und dann musst du proklamieren, wenn die Sorgen wieder anklopfen, weil die Sorgen klopft schon wieder an, keine Angst. Und dann musst du sagen, Sorgen, okay, ich kenne dich, aber, und dann kommt das Aber. Und dann sprichst du es aus, weil kein Wort wird vergehen. Vorher werden Himmel und Erde zergehen, als ein ausgesprochenes Wort von unserem Schöpfer Gott. With my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. 'Cause it is well with my soul. It is well. It is
Then sings my soul. Then sings my soul. How great your love is. How great your love is. Then sings my soul. Then sings my soul. How great your love is. How great your love is. Then sings my soul. Then sings my soul. How great your love is. It's great. How great your love is. And your sorrow. Then sings my soul. Let your soul sing. My soul sing. How great your love is. Oh Jesus. How great your love is. It's greater. It's greater. Sings my soul. Then sings my soul. How great your love is. How great your love is. Sings my soul. Sings my soul. How great your love is. How great your love Der David. Ihr könnt gerne stehen bleiben. Ich möchte euch ganz kurz bitten, das Kerzchen zu nehmen und anzuzünden, aber auch online und auch live. Ich habe auch gesehen, am Freitagabend viele Microchurches hatten solche Kerzen und das sah mega schön aus. Und wir wollen heute die Celebration mit einem Solo-Lied beenden, was heißt Peace. Wir möchten gerne dieses Lied über uns aus proklamieren, dass der Friede Gottes deine Familie begleitet, der Friede Gottes deine Gesundheit begleitet. Und einfach während die Band dieses Song singt, lehn dich hinein und sagt, okay Gott, ich empfange deinen Frieden für die nächsten Tage, Monate und Jahre. Are you ready?
Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Es ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal, dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und tschüssi.